In einem wunderschönen Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, wurde eine Autorin sehr bekannt, von der sprach bald alles, weit und breit. Und diese Autorin, die ich meine, nennt sich Maya Lünde. Ihre ökologischen Generationenromane Die Geschichte der Bienen und nun auch Die Geschichte des Wassers sind Weltbestseller. Ich bin sehr froh, Sie heute zum ersten Mal im deutschsprachigen Fernsehen begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Lünde aus Norwegen. Danke. Frau Lünde, warum heißen Sie Maya? Warum wurde Ihnen dieser Name von Ihren Eltern gegeben? Nun, damals in den 1970er Jahren suchten sie einfach einen originellen Namen. Meinen Verwandten, zum Beispiel meinen Großeltern, gefiel Maya überhaupt nicht, denn damals nannte man Mädchen nicht so. Und ich hasste meinen Namen, weil nur alte Frauen so hießen. Doch heute ist der Name populär. Wenn ich auf dem Spielplatz bin, höre ich, dass viele Mädchen Maya gerufen werden. Ich glaube, meine Eltern wählten den Namen wegen seiner Bedeutung. In der griechischen Mythologie heißt die Mutter von Atlas Maya. Und natürlich kommt der Name auch in allen Religionen vor. Das ist ja tatsächlich so, im Hebräischen und im Arabischen heißt Maya Quelle. Und es gibt andere Kulturkreise, in denen es Schöpfergöttin heißt. Das scheint ja sehr gut zu Ihnen zu passen als kreative Quelle und Schöpfergöttin. Ja. Sie haben ja in den letzten 3 Jahren eine Erfahrung gemacht, die wenige Menschen und auch wenige Autoren machen. Sie sind praktisch über Nacht zu einer Weltbestseller-Autorin geworden. Ihr Buch Die Geschichte der Bienen ist in Deutschland das meistverkaufte Buch des letzten Jahres. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg, diesen fantastischen Erfolg weltweit? Für mich ist das irgendwie surreal. Es fällt mir schwer, eine Erklärung dafür zu finden. Ich weiß nicht, warum das so ist. Als ich die Geschichte der Bienen schrieb, war ich in einer Art Blase. Ich dachte an niemanden. Ich schrieb einfach das Buch, das ich lesen wollte. Ich wusste nicht, ob andere sich auch für Bienen interessieren. Und dann wurde das Buch plötzlich zum Bestseller. Der Grund ist vielleicht, das sagen mir zumindest die Leser, dass das Buch auf verschiedenen Ebenen berührt. Es sind recht emotionale Geschichten von Eltern und ihren Kindern. Und dann geht es natürlich um die Bienen. Viele entdecken etwas Neues in der Welt, das sie vorher nicht beachtet haben. Sie sehen und verstehen, dass sich das Klima ändert. Dass unsere Umweltprobleme nicht einfach abstrakte Vorgänge in der Atmosphäre sind, sondern in ihrem Garten passieren. Das wurde auch mir bewusst, als ich die Geschichte schrieb. Ich bemerkte plötzlich all die Insekten in der Natur. Diese kleinen Lebewesen, die ich vorher nicht wirklich beachtet hatte. Diese Faszination erklärt wohl auch den Erfolg des Buchs. Eine Weise, sich zu erklären, warum ein Buch so einen Erfolg hat, einen globalen Erfolg, ist natürlich auch, dass es in der Lage ist, zentrale Sehnsüchte und Ängste der Menschheit zu aktivieren, zu besprechen. Und bei Ihnen sind es letztlich Ängste eines ökologischen Zusammenbruchs, eines Kollapses. Würden Sie dem zustimmen? Wahrscheinlich stimmt das. Ich kann nur sagen, was mir die Leser mitteilen. Einige empfinden das so. Andere sagen mir, sie hätten den Roman verschlungen, die ganze Nacht durchgelesen. Dass sich die Geschichte so leicht lesen lässt, ist wohl auch Teil des Erfolgs. Also es hat einerseits diese Leserqualitäten, dass es sehr leicht zu lesen ist. Andererseits gibt es zentrale Fragen unserer heutigen Existenz in Form einer Geschichte wieder. Und eine ist die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Tier. Und Sie haben sich ein ganz besonderes Verhältnis ausgesucht, nämlich das Verhältnis von Mensch und Honigbiene. Wie würden Sie dieses Verhältnis beschreiben? Ich denke, Bienen haben uns immer fasziniert. Und seit Tausenden von Jahren sammeln die Menschen Honig.
Bienen haftet etwas Magisches an. So empfand ich es, als ich begann, mich in die Materie zu vertiefen. Denn ich wusste vorher nichts über Bienen. Ich musste mir zuerst alles aneignen. Ich war total fasziniert über das Leben im Bienenstock. Wie komplex diese kleinen Insekten sind, wie sie miteinander kommunizieren. Sie tanzen zum Beispiel, um einander mitzuteilen, wo guter Nektar zu finden ist. Sie arbeiten alle für die Gemeinschaft, für das Bienenvolk, nicht für sich selber. Das finde ich auch etwas Schönes. Die Magie des Bienenstocks hat mich beim Schreiben beeinflusst. Ich wollte in ihm drin sein und alles verstehen, auch wenn es sehr komplex ist. Wir werden über diese Faszination des Lebens der Bienen noch viel länger sprechen. Aber was einen Schritt zurück an Bienen fasziniert, ist ja, dass sie eine seltsame Zwischenstatus haben. Sie sind wilde Tiere, aber auch Haustiere. Sie sind in gewisser Weise kultiviert, aber trotzdem dem Menschen nicht untertan. Sie sind fast so etwas wie unser Verhältnis zur Natur als Tier. Wir versuchen ständig, die Natur zu zähmen. Aber manchmal schlägt sie zurück. Ich denke daher, wir müssen lernen, sie zu kultivieren. Denn zähmen können wir sie nicht, so sehr wir es auch versuchen. Vor allem die Bienen zeigen uns, dass wir nicht alles richtig machen. Es gibt ein sehr berühmtes Buch über ein Verhältnis von Mensch und Tier von Saint-Exupéry, Der kleine Prinz. Und da gibt es einen kleinen Fuchs. Und der Fuchs sagt, du musst mich zähmen. Das ist das, was die Bienen wahrscheinlich niemals sagen würden und sagen könnten. Nein, das würden sie nicht. Sie wollen nicht gezähmt werden. Sie wollen einfach so leben, wie sie es immer getan haben. Wenn Sie sagen, das Leben der Bienen ist so faszinierend. Wir haben hier einen gläsernen Bienenstock im Studio. Die Bienen arbeiten jetzt, sie gehen ihrer Tätigkeit nach. Man sieht ja zunächst einmal, dass das extrem soziale Tiere sind, die sich gerne verballen, einen Haufen bilden, ihre Individualität abgeben, könnte man sagen. Das tun sie. Und wie ich vorhin erwähnt habe, arbeiten sie für das Gemeinwohl. Sie tun das, was dem Bienenvolk dient. Es ist ein sehr komplexes Zusammenleben. Schon ihr Summen zu hören, macht mich glücklich. Seitdem ich das Buch geschrieben habe, bemühe ich mich deshalb, keine Bienen oder andere Insekten zu töten. Was wir natürlich hier sehen, ist ein wunderbares Beispiel für Natur. Es ist aber auch ein wunderbares Beispiel für Kultur. Denn dieses Bienenhaus, das wir hier sehen, ist ja Menschenwerk. Es ist ein Haus von Menschen für Bienen gemacht. Das heißt, so wie die Bienen eigentlich leben, gäbe es diese Form der Sozialität und des Handelns gar nicht. Das gäbe es, denn sie tun hier praktisch das Gleiche wie in der Natur. Wir erstellen Bienenstöcke und züchten Bienenköniginnen, weil wir Bienen brauchen. Aber sie müssen nichts anderes tun als das, was sie normalerweise in der Natur tun. Das ist das Gute am Bienenstock. Er ist der Natur nachgebaut. Das ist also praktisch ein Perfect Match, kann man sagen, zwischen den Bedürfnissen eines Tieres und den Bedürfnissen des Menschen, die im Bienenstock ihren schönsten Ausdruck finden. Das könnte man sagen. In den modernen Bienenstöcken können wir sogar Honig gewinnen, ohne den Bienen zu schaden. Früher ging das nicht, aber heute ist es möglich, was gut ist. Jetzt hat diese Nutzung der Honigbiene speziell, die Honigbiene ist ja nur eine von etwa 600 Bienenarten beispielsweise im deutschsprachigen Raum, die industrielle Nutzung der Bienen große Probleme. Und wie groß diese Probleme sind, die ja auch im Zentrum Ihres ersten Romans stehen, das schauen wir uns jetzt in einem Ausschnitt aus einem Dokumentarfilm von Markus Imhoff, More Than Honey, kurz an.
Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Also schlage ich mit dem zurück, was ich habe. Chemie. Nach dem Stress der Reise werden die Bienen aufgefüttert mit Zuckerwasser, vermischt mit Antibiotika. In ganz Europa, Nordamerika und China kann heute keine Honigbiene mehr ohne Medikamente überleben. Ja, Frau Lünde, da zeigt sich einiges, was vielleicht für unser Verhältnis zur Ökologie an sich paradigmatisch oder beispielhaft ist. Diese Wandervölker werden durch den Menschen durch die Lande gekarrt. Sie werden gedopt mit Antibiotika und Zuckerwasser, um etwas zu tun, was sie sonst in dieser Weise auch getan hätten. Ja, so organisieren wir unseren Planeten. Das ist beängstigend und seltsam. Wenn ich solche Dokumentarfilme sehe, habe ich den Wunsch, etwas dagegen zu tun. Das war einer der Filme, die ich mir anschaute, als ich begann, für die Geschichte der Bienen zu recherchieren. Eigentlich kam mir die Idee zum Roman, als ich diesen Film schaute. Es war also der Film von Markus Imhoff, der letztlich am Ursprung dieses Buches steht. Ja. Kann man sagen, dass Sie inspiriert wurden von einem Kunstwerk und dass Ihr Kunstwerk auch inspirieren will zu Handlungen, dass es vielleicht sogar eine Form, sagen wir, von engagierter Literatur ist? Ja, das könnte man sagen. Und faszinierend ist, wie einzelne Teile aufeinander aufbauen und zu etwas heranwachsen. Und nun verbietet die EU die Wie heißt schon wieder der Ausdruck? Ja. Ich bin stolz, dass ich ein wenig dazu beitragen konnte. Tatsächlich, Wie natürlich auch dieser Film. Tatsächlich wurden vor einem Monat EU-weit gewisse Insektizide, die im Verdacht stehen, dieses Bienensterben zu befördern, gebannt. Sie würden sagen, das ist für Sie ein Erfolg, vielleicht sogar auch ein persönlicher Erfolg? Ich denke, die Bestrebungen, die zu diesem Verbot führten, begannen schon vor dem Erscheinen meines Buchs und waren in Europa sehr erfolgreich. Aber ich finde es gut, dass ich auch ein wenig dazu beitragen konnte. Dennoch hat dieser industrielle Imker einen Satz gesagt, der mir sehr zu denken gibt. Er sagt, wir wissen nicht, woher es kommt, also schlage ich mit den Waffen zurück, die ich habe. Und diese Waffen sind chemikalische Waffen. Ja, und so handeln wir immer. Wir meinen, chemische Mittel und neue Technologien würden helfen. Anstatt dass wir frühere Lösungsansätze prüfen, was zumindest manchmal zu einer Antwort führen könnte. Mein Vorteil als Autorin ist, dass ich nicht ständig Antworten liefern muss. Ich kann einfach Fragen stellen. Zum Glück bin ich nicht Politikerin, denn viele meiner Fragen könnte ich gar nicht beantworten. Ich möchte weiterhin einfach Fragen stellen und diese Probleme auf meine Weise angehen, mit Literatur und Fiktion. Denn das hier ist bestimmt keine Sachliteratur. Das stimmt. In sehr kunstvoller Weise zeigen Sie aber auch etwas auf, was man eine Reise des
unseres Umgangs mit Bienen nehmen könnte, in einem Rahmen von 250 Jahren, etwa vom 19. Jahrhundert bis in die Zukunft hinein, ins Jahr 2090, zeigen sie die Kultivierung und die Domestizierung der Bienen, ihr Aussterben. Und dann leben wir in einer Zeit, einer dystopischen Zeit der Zukunft, in denen Menschen tun müssen, was Bienen tun, nämlich Bäume bestäuben. Und das ist etwas, was vielleicht die ganze Menschheit gar nicht leisten könnte, wenn sie es denn tun müsste. Das tun wir bereits. Ich habe China im Jahr 2098 als Handlungsort für meine Geschichte ausgewählt, weil die Chinesen in der Provinz Sichuan bereits Bäume von Hand bestäuben. In den 1980er Jahren starben dort durch Pestizide alle Bienen. Daher waren die Leute gezwungen, auf die Bäume zu klettern und sie von Hand zu bestäuben. Das war erfolgreich und sie fuhren damit fort, obwohl die Bienen sich wieder erholten und teilweise zurückkehrten. Im Internet gibt es faszinierende und schöne, wenn auch beängstigende Bilder aus China von Leuten, die auf Bäume klettern und die Blüten von Hand bestäuben. Es ist eine andere Art, die Natur zu kontrollieren. Und es ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir das auf der ganzen Welt tun. Heute spricht man sogar über künstliche Bienen, die übernehmen sollen, was die Natur sonst tut. Wir Menschen neigen dazu, zu glauben, wir hätten für alles eine Lösung. Wir könnten einfach Technologien einsetzen und damit das tun, was bisher die Natur gemacht hat. Für mich ist das seltsam und es macht mir auch Angst. Man könnte sagen, es gibt zwei Lösungen dafür. Eine Homo faber-Lösung dafür, der technisierte Mensch. Man könnte sagen, was die Bienen machen in Zukunft Drohnen. Das kleine Mikrodrohnen, die werden das noch viel präziser machen. Wir brauchen die Bienen gar nicht mehr. In Ihren Romanen aber ist immer etwas passiert. Es gibt eine Art Kollaps der Menschheit. Die Technologie versagt, sie funktioniert nicht mehr und der Mensch ist zurückgeworfen auf das elementare Verhältnis von Natur und Mensch. Ja, meine Geschichte oder besser meine Geschichten, denn ich arbeite an einem Vierteiler. Der zweite Teil, die Geschichte des Wassers mit dem Originaltitel Blau, ist gerade erschienen. Sie ist im gleichen Universum angesiedelt. Die Geschichte der Bienen spielt im Jahr 2098 in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Die Geschichte des Wassers spielt 2041, also ein paar Jahre vor dem Kollaps der Natur, den ich in die Geschichte des Wassers beschreibe. Aber es betrifft die gleiche Zukunft. Zwei weitere Geschichten sind geplant. Ich schreibe momentan an der dritten. Und alle vier sind miteinander verbunden. Darüber kann ich später mehr sagen. Aber in allen geht es um die gleiche Zukunft. Und alle Menschen sind davon betroffen. Denn durch den Kollaps 2045 verschwinden fast alle bestäubenden Insekten auf der Erde. Das hat natürlich massive Auswirkungen. Die moderne Welt, wie wir sie kennen, gibt es nicht mehr. Die Menschen müssen so hart arbeiten, damit sie genug zu essen haben, dass ihnen keine Zeit bleibt, neue, großartige Technologien zu erfinden. Es ist also eine posttechnologische Gesellschaft. Gut ist, dass mir das nicht bewusst war, als ich die Geschichte schrieb. Ich sah mich nie als Autorin von Science-Fiction-Romanen oder Dystopien. Ich schreibe einfach Romane. Für mich war es anfangs schwierig, mich in diese Zukunft zu versetzen. Ich meinte, dann brauchen die Menschen alle möglichen coolen Geräte. Doch mir wurde klar, in der von mir beschriebenen Zukunft ist das anders. Sie haben keine Zeit dafür. All die florierenden Unternehmen gibt es nicht mehr. Wir sind also im posttechnologischen Zeitalter. Es ist so interessant, weil jede Generation hat ja ihre eigene Dystopie.
Und als wir beide, wir sind ja wahrscheinlich 1970, um 1975 geboren, da war die große Dystopie der Atomschlag, der die gesamte Menschheit in eine Steinzeit zurückbringt. Yes. Jetzt scheint sich das gewandelt zu haben und Ihr Buch spricht dafür, wir brauchen keine atomare Katastrophe mehr. Wir führen den Krieg gegen die Natur mittlerweile selbst und es wird eine ähnliche Katastrophe entstehen. Würden Sie denn sagen, dass das, was wir derzeit in der westlichen Welt tun, eine Art Krieg gegen unsere Lebensgrundlagen ist? Krieg ist ein starkes Wort dafür. Ich habe nicht den Eindruck, wir würden kämpfen. Das größte Problem ist vielmehr unsere Passivität. Krieg wäre etwas Aktives. Aber unsere Probleme resultieren alle daraus, dass wir zu wenig tun. So, Sie würden sagen, es ist eher eine Form von Passivität und Blindheit in einer Aktivität. Weil wenn ich Ihre Bücher lese, und das ist sehr faszinierend, es ist immer die Vision einer Allverbundenheit zwischen allen lebenden Dingen, zwischen den Generationen und zwischen der Natur. Es ist so, als ob Sie eine Komplexität freilegen wollen, die immer da ist, deren wir uns aber nicht bewusst sind. Schön, dass Sie das so lesen. Ich denke, wir vergessen oft, dass alles miteinander verbunden ist. Was wir, Sie und ich, zu Hause tun, wie wir unsere Kinder behandeln, wie wir mit der Umwelt umgehen, ist Teil eines größeren Ganzen. Alles, was wir tun und natürlich auch, was wir nicht tun, was wir kaufen, wohin wir fliegen, all das ist Teil dieses größeren Ganzen. Denn der Globus besteht aus kleinen Einzelteilchen. Dazu gehören die Bienen, sie sind die kleinsten. Und wir hängen alle voneinander ab. Bevor wir also Dinge ändern können, sollte uns bewusst sein, dass es gut ist, uns als Teil dieses größeren Ganzen zu sehen. Dies ist unser Zuhause. Es ist so interessant, was Sie sagen, und es ist ein faszinierender Gedanke. Einerseits kann man sagen, wir erleben das größte Artensterben seit der Auslöschung der Dinosaurier. Vielleicht dieses Artensterben ist von Menschen bewirkt. Andererseits sagen Sie, ein Krieg ist das eigentlich nicht, es ist eine Form von Passivität. Es gibt in Ihrem zweiten Buch, Die Geschichte des Wassers, eine kurze Referenz zu Hannah Arendt und der Konzept der Banalität des Bösen. Würden Sie sagen, dass unsere Gleichgültigkeit gegen die Zerstörung, die eine ganz alltägliche ist, eine Art Banalität des Bösen im Sinne Arendts ist? Ich denke, wir wollen nicht banal und gedankenlos sein. Aber viele geben einfach auf. Wir wissen nicht, wo wir beginnen sollen. Oder wir haben den Eindruck, wir könnten als einzelne Person nichts bewirken. Wir alle können so denken. Auch ich ertappe mich an manchen Tagen dabei. Doch beim Schreiben dieses Buches realisierte ich, dass wir etwas verändern können. Jeder von uns kann kleine Änderungen bewirken in der Nachbarschaft oder zu Hause. Das ist gar nicht so schwer. Und wenn wir alle im Kleinen Dinge verändern, anstatt ignorant und passiv zu sein, hilft das schon. Denn die Welt ist durch kleine, nicht durch große Veränderungen entstanden. Und das ist etwas Positives. Sich einzusetzen kann einen glücklich und stolz machen, dass man daran beteiligt ist, die Welt ein klein wenig besser zu machen. Dennoch ist es ja auch pädagogisch. Sie haben 3 Söhne jüngeren Alters. Relativ heikel oder schwierig, einerseits die Größe des Problems sichtbar zu machen und zu sagen, was da eigentlich passiert, und andererseits nicht Zustände der Verzweiflung, der Angst und der Aufgabe zu erzeugen. Würden Sie Ihren Söhnen, ist das auch ein Buch an Ihre Söhne, wo Sie sagen, ich versuche euch zu zeigen, wie groß das Problem ist, aber auch, dass man mit kleinen Aktionen etwas lösen kann? Weil man könnte ja sagen, kleine Aktionen werden uns nicht helfen. Kleine Aktionen sind zu klein für dieses große Problem. Ich glaube, wenn man mit Kindern über dieses Thema spricht, muss man ihnen die Wahrheit sagen.
Sie wissen bereits Bescheid. Zumindest in Norwegen sprechen sie in der Schule darüber. Und ich denke, hier in der Schweiz ist das auch der Fall. Sie lernen es und sie wollen es wissen, denn es betrifft ihre Zukunft. Es bringt also nichts, ihnen etwas zu verschweigen. Aber man muss sich auf das Positive konzentrieren. Darauf, was man in der eigenen Familie machen kann und was sie tun können, wenn sie größer sind. Ich denke, so muss man es angehen. Darüber sprechen und das Positive herausstreichen. Es ist interessant, ich will das nicht zu persönlich machen, aber in meinem Kinderzimmer hing damals ein Poster mit einem Atompilz, auf dem stand No Future. Das war die Zeit der Friedensbewegung und der atomaren Angst. Und ich würde sagen, dass ich doch auch mit dem Bewusstsein aufgewachsen bin, dass es sofort vorbei sein kann. Dass ein Atomschlag das Leben in meinem Land und in Europa auslöscht. Und das ist nicht unbedingt etwas, was Kinder leicht nehmen. Würden Sie denn wirklich sagen, sagt den Kindern genau, wie groß das Problem ist und die negativen Effekte, die sind kleiner als das, was sie vielleicht zum Handeln bewegt? Auf jeden Fall. Das sollte man ihnen aufzeigen und ihnen sagen, vielleicht brauchst du dieses neue Plastikspielzeug nicht, denn es gibt auf der Welt bereits zu viel Plastik. Das können Kinder verstehen und nachvollziehen. Es ist besser, als einfach Nein zu sagen oder ihnen mehr Spielzeuge zu schenken, als sie eigentlich brauchen. Ich finde, Kinder können das so gut verstehen wie Erwachsene. Es ist zudem sehr wichtig, dass sie die Natur lieben lernen. Dass man mit ihnen nach draußen geht, ihnen die Natur nahe bringt und zeigt, wie alles Teil des großen Puzzles ist. Wir sollten also auf jeden Fall mit unseren Kindern darüber sprechen. Aber sicher dürfen wir sie nicht verängstigen. Ähnlich wie Sie bin ich aufgewachsen mit einem Poster in der Küche, auf dem stand Nuklearwaffen, nein, danke oder so ähnlich. Das war eine große Sache. Ich weiß noch, dass ich Angst hatte. Ich wusste, wohin ich rennen musste, wenn es passieren würde, wenn der große Schlag käme. Wir hatten das geübt. Wir lebten ja auch in der Nähe von Russland, der damaligen Sowjetunion. Die Angst vor einem Atomkrieg war in den 1980er Jahren groß. Doch hier geht es um etwas anderes, etwas, woran sich Kinder beteiligen können. Sie können kleine Änderungen bewirken. Das ist weniger beängstigend, als wenn Männer in schwarzen Anzügen Entscheidungen über die Zukunft der Welt und unser Schicksal treffen. Ganz interessant, weil es ist ja Ihre ökologischen Generationenromane, so habe ich sie genannt, sind ja auch Romane über das Problem der Sprachlosigkeit von Generationen. In beiden Büchern gibt es das Problem, dass die Eltern zu den Kindern nach einer Sprache suchen und diese Sprache nicht finden. Ja, ich denke, Fehlkommunikation ist wichtig in all meinen Romanen. Ich arbeite gerade mit Hochdruck am 3. Buch meines Zyklus und freue mich sehr darauf, dieses Werk fortzuführen. Aber anscheinend komme ich immer wieder auf dieses Thema zurück. Die Kommunikation in der Familie, die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern. Die ist äußerst wichtig für alle. Die Geschichte der Bienen handelt von Bienen, aber das Hauptthema ist die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern. Auch in die Geschichte des Wassers geht es um diese Beziehungen. Aber es ist auch eine Liebesgeschichte. Eigentlich sind es 2 Liebesgeschichten. Da finden Sie also auch romantische Liebe. Aber es geht immer um die Beziehung zwischen Menschen, um Kommunikation.
Wenn ich schreibe, entscheide ich nicht, was passieren wird. Natürlich habe ich eine Struktur und überlege mir ein paar Hauptszenarien, die ich beschreiben möchte. Ich habe einen Handlungsstrang, um es technisch auszudrücken. Aber dann passiert viel, während ich schreibe. Am wichtigsten ist es für mich, meinen Figuren gerecht zu werden, diese Menschen kennenzulernen, mich in sie hineinzuversetzen. Das ist meine Hauptaufgabe, wenn ich schreibe. Daher könnte ich keine Sachbücher schreiben. Ich finde es vor allem faszinierend, mich in meine Figuren hineinzuversetzen. Und ich habe den Eindruck, sie haben ein Eigenleben. Sie leben ihr Leben. Diese Autonomie des Charakters ist ja etwas, worüber viele Schriftsteller sprechen. Ich könnte Ihnen das gar nicht sagen lassen, diesem Helden, weil er das gar nicht sagen würde. Aber vielleicht, wenn ich nochmal auf dieses Schweigen, das mich sehr fasziniert, zurückkomme, wenn man ein bisschen interpretieren... Aber irgendwie passiert das ständig. Meine Figuren haben immer Kommunikationsprobleme mit ihren Kindern. Obwohl ich eine recht gute Beziehung zu meinen eigenen Eltern habe. Eben, und die Frage ist ja, manchmal ist der Grund für ein tiefes Schweigen über die Generationen eine tiefe Schuld. Glauben Sie denn, dass man sagen könnte, eigentlich haben wir eine tiefe Schuld gegenüber unseren Kindern, die jetzt auf die Welt geworfen werden, aufgrund der Tatsache, dass wir ihnen so eine Welt überlassen? Nun, das ist eine traurige Sichtweise. Manchmal fühle ich mich vielleicht schuldig. Aber ich bin auch sehr glücklich, wenn ich meinen Kindern den wundervollen Planeten, auf dem wir leben, zeigen kann. Vor allem in Norwegen sind wir der Natur nahe. Sie ist so sehr Teil unserer Identität. Ich lebe außerhalb von Oslo, aber ich bin in nur 12 Minuten mit der U-Bahn im Zentrum der Stadt. Und zu Fuß bin ich in 5 Minuten im Wald. So klein ist Oslo. Wir haben auch all die Fjorde. Das betrifft ganz Norwegen. Wir sind der Natur sehr nahe. Sie ist daher ein wichtiger Teil unserer Identität. Das ist meine positive Sichtweise. Ich gehe mit meinen Kindern gerne nach draußen und zeige ihnen alle Wunder der Welt. Und die sind meistens in der Natur. In Norwegen sind die natürlich ganz beträchtlich. Man kann sogar sagen, dass Norwegen fast den Lebensstandard betreffend derzeit die führende Nation auf diesem Planeten gibt. Es gibt keine gesünderen, klügeren, unbesorgteren Kinder als in Norwegen. Aber es gibt einen ökologisch dunklen Aspekt dieses Wohlstandes. Und Sie schreiben das auch in Ihrem zweiten Buch, lassen es einen Charakter sagen, dass dieser Reichtum und der Wohlfahrtsstaat Norwegens ökologisch in gewisser Weise auf Naturressourcenausbeutung beruht, auf Öl und Gas. Ist das etwas, was in Ihrer Gesellschaft in Norwegen stark diskutiert wird, dass im Prinzip Ihr Wohlstand ökologisch nicht nachhaltig ist? Darüber sprechen wir viel. Es könnte aber noch mehr thematisiert werden, finde ich. Die Politiker, die wir gerade neu gewählt haben, wollen die Natur noch mehr ausbeuten. Sie wollen noch mehr Öl und Gas fördern, was ich verrückt finde, und zwar in vielerlei Hinsicht. Wir sind maßgeblich daran beteiligt, dass die Temperaturen weltweit steigen. Das ist ein riesiges Problem für uns und den ganzen Planeten. Und wir haben damit so viel Geld verdient. Es ist daher höchste Zeit, dass wir das Geld in grüne Energie anstatt in noch mehr Öl investieren. Ich wünschte mir sehr, dass wir einen Weg finden, um diesen Überfluss in die Entwicklung grüner Energien zu stecken.
Ich habe auch den Eindruck, dass sich in der Welt diesbezüglich einiges tut. Es ist fantastisch, wie viele Solar- und Windenergieprojekte es gibt. Man hat den Eindruck, alle hätten Verständnis dafür, außer den norwegischen Politikern, die weiter Öl fördern wollen wie in den 1980er Jahren. Das ist sehr seltsam. Back in the 1980s, sagen Sie, in den 80er Jahren, da gab es einen Spruch, der war politisch sehr wichtig. Wir haben die Welt nur von unseren Kindern geborgt. Das war das Mantra der grünen Bewegung in ganz Europa. Würden Sie denn sagen, das stimmt? Wir haben die Welt nur von unseren Kindern geborgt? Wir haben sie nur geborgt. Das weiß jeder Bauer. Wenn er seinen Hof an seinen Sohn oder seine Tochter vererbt, sollte er in einem besseren Zustand sein als zu der Zeit, als er ihn übernommen hatte. Er will den Hof für seine Kinder also etwas verbessern. Doch so handeln wir nicht. Wir machen Dinge schlechter. Ich will Ihnen mal sagen, was mich an dieser Formulierung als Philosoph oder Philosophierender stört. Denn das Borgen einer Welt für die Kinder heißt ja auch, dass die Welt uns schon gehört. Es positioniert den Menschen schon als einen Inhaber von einer Natur. Wäre es nicht besser zu sagen, wir haben die Welt nicht von unseren Kindern geborgt, sondern sie gehört uns überhaupt nicht? Das stimmt. Ich stelle mir auch solche Fragen. Denn wir sind nur Teil der Natur. Uns gehört gar nichts. Und wir sollten dafür sorgen, dass die Lebensbedingungen besser und nicht schlechter werden für alle Arten auf diesem Schiff. Nun könnte man ja sagen, der Mensch ist eine relativ kurzlebige Art. In 250 Millionen Jahren wird es ihn vermutlich gar nicht mehr geben, so wie es ihn vor 250 Millionen Jahren nicht mehr gibt. Die Evolution wird ihren Gang gehen. Die Idee, dass wir die Umwelt schützen müssen, ist eigentlich gar nicht sinnvoll. Die Umwelt wird das schon selber regeln. Wir sollten es tun, weil wir es können. Weil wir intelligent genug sind. Und weil wir genug weise sind, um zu sehen, dass unser Einfluss, unser Fußabdruck auf der Welt sehr groß ist. Deshalb sollten wir Verantwortung übernehmen. Wir sind das mächtigste Tier auf unserem Planeten. Und wer Macht hat, muss auch viel Verantwortung übernehmen. Damit sollten wir beginnen. Ich habe einmal mit einem Autoren wie Ihnen gesprochen, Jonathan Franzen, der amerikanische Autor, der sehr viel über Ökologie schreibt. Und die Frage an ihn war, ob der Erde als System ohne den Menschen nicht besser dran wäre. Ob man sich als Mensch nicht eigentlich wünschen müsste, dass wir dann gar nicht mehr da sind. Ist das ein Wunsch, den Sie verstehen, den Sie nachvollziehen können? An düsteren Tagen verstehe ich das. Wenn ich gefragt werde, ob ich ein positiv oder negativ denkender Mensch bin, sage ich, ich denke manchmal positiv und manchmal negativ. An meinen negativen Tagen kann ich das verstehen. Trotzdem finde ich, der Mensch ist ein so wunderbares Tier. Was wir alles tun können. Unsere Fähigkeit, zusammenzuarbeiten, ist wirklich wunderbar. Auch die menschliche Liebe, die Liebe zwischen Menschen, ist etwas sehr Schönes. Oder unsere Vorstellungskraft und Kreativität. Das sind wunderbare Eigenschaften. Ich glaube also wirklich an uns. Ein wunderbares Beispiel dessen, was Menschen auch technisch leisten können, das sehen wir uns jetzt auf einem Foto an. Es ist nämlich das erste Foto, das aus dem Weltraum von der gesamten Erde genommen wurde, von Apollo 1. Dieses Bild, auch ein Wunderwerk menschlicher Ingeniosität. Ja. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie dieses Bild sehen? Als ich die Geschichte des Wassers schrieb, habe ich mir viele solche Bilder angeschaut. Denn auf Norwegisch heißt der Roman Blau.
Unter anderem wählte ich diesen Titel, weil eine der Figuren über die Farbe des Planeten nachdenkt und findet, er sei blau, wenn man ihn von Weitem betrachtet. 2/3 ist von Meer bedeckt, nicht wahr? Tatsächlich. Er ist der blaue Planet und sollte auch so heißen. Der Planet Erde als blau. Ja. Dennoch wurde Ihr Buch als die Geschichte des Wassers übersetzt und es handelt von einer Situation der Wasserknappheit in der Zukunft, die auch zu einer Flüchtlingskrise führt. Menschen aus Südfrankreich sehnen sich danach, in die wasserreichen Länder des Nordens zu flüchten. Jetzt kann man sagen, das ist ein Szenario, das ziemlich weit weg ist. Man kann auch sagen, das ist das Szenario, das wir jetzt haben, nur dass wir Mitteleuropa durch den Mittleren Osten übersetzen. Und wir haben jetzt schon Wasserflüchtlinge. Ja, diese Situation erleben wir schon heute. Als ich Klimaberichte und Zukunftsszenarien studierte, war das, was ich las, sehr bedrückend. Denn es wird immer wärmer. Und wenn es uns nicht gelingt, die globale Erwärmung zu stoppen, wird das Leben im Süden von Europa schwierig werden. Bezüglich der Wetterentwicklung sind sich die Experten einig, dass wir zukünftig erleben, was wir bereits heute kennen, nur extremer. In Norwegen haben wir zum Beispiel viel Regen. Es wird also in Zukunft noch mehr regnen, stürmen und winden. Die Extreme steigern sich in jeder Beziehung. Ja, und in den südlichen Teilen Europas werden die Sommer noch wärmer. Und es wird mehr Dürren geben. In meinem Szenario gibt es eine sehr lange, heiße Periode. 5 Jahre fast ohne Regen. Europa ist gewissermaßen kollabiert. Die Grenzen sind geschlossen. Wir haben ein internes Flüchtlingsproblem. Meine Hauptfigur ist ein Flüchtling, ein junger Vater, der aus Südfrankreich flieht und in einem Flüchtlingslager in der Nähe von Bordeaux strandet. Seine Geschichte widerspiegelt die heutige weltweite Situation der Flüchtlinge, die nach Europa kommen. Es gibt dort auch eine Umweltaktivistin in diesem Buch, Signe. Und diese Aktivistin ist, wenn man sich in Norwegen ein bisschen auskennt, vielleicht eine Nachfolgerin eines sehr berühmten Philosophen in Norwegen, der in den 70er Jahren eine Philosophie entwickelt hat, die Deep Ecology heißt. Das war auch ein Umweltaktivist. Und er ist jemand, der, glaube ich, ihre ganze Generation und ihr Denken über die Umwelt sehr geprägt hat. Wie würden Sie den Einfluss von Arne Næss ökologischem Denken auf Sie selbst beschreiben? Seltsam ist, dass Arne Næss in anderen Ländern viel berühmter ist als in Norwegen. Ich denke, dieses Phänomen beobachtet man in vielen Ländern. Der Prophet geht nicht zum eigenen Land. Ja. Aber was meine Figur Signe betrifft, handelt ihre Geschichte im heutigen Norwegen. Doch sie denkt viel an früher. Sie ist 1950 geboren und erinnert sich an die Jahre, die sie zur Person gemacht haben, die sie ist. In ihrem Dorf gab es einen großen Konflikt wegen dem Schmelzen der Gletscher und der Entwicklung von Wasserkraftwerken. Deswegen gab es in Norwegen in den 1970er, 80er und 90er Jahren viele Konflikte. Damals wurden an unseren Flüssen viele Elektrizitätswerke gebaut. Wir haben fast keine natürlichen Flüsse mehr. Und wir sind wahrscheinlich das flussreichste Land der Welt. Wir haben in Norwegen viel Wasser. Arne Næss war Teil dieser Bewegung und Signe gehört auch dazu. Sie geht oft demonstrieren. Sie ist stark beeinflusst von Gandhi. Doch sie wird immer extremer. Während die Deep Ecology-Philosophie von Arne Næss positiv ist, wird sie immer aggressiver. Sie ist nicht unbedingt eine positive Person,
und daher eine sehr interessante Figur für mich als Schriftstellerin. Sie wird fast zwanghaft extremistisch, auch schwer ungerecht, kann man sagen, so wie sie darstellt. Interessant an diesem Arne Næss, dankende Deep Ecology, ist für mich ja, dass er sagt, wir sollten die Natur nicht als eine Ressource schützen, wie es beispielsweise das Nachhaltigkeitsdenken tut, sondern wir sollten erkennen, dass die Natur keine Ressource ist, sondern etwas, das auch da ist und durch die ganzen Verbindungen, in denen wir stehen, einen Eigenwert hat. Und auch eigenmännlich gestützt sind, also nicht als Ressource für uns, sondern an sich. Ist das auch was Sie denken würden? Die Natur ist nicht für uns nachhaltig zu schützen, sondern sie ist zu schützen, weil sie da ist? Ja, ich stimme in vielem mit ihm überein, wenn auch nicht in allem. Die Vertreter der Deep Ecology-Philosophie sagen, die Natur habe ihren eigenen Wert und wir sollten uns als Teil des größeren Ganzen sehen. Das ist eine sehr gute Sichtweise. Wer die Welt so sieht, der versteht besser, dass Änderungen nötig sind. Denn das Bedürfnis, die Natur auszubeuten, ist stark in uns verwurzelt. Das haben wir immer getan. Wir waren davon abhängig. Doch jetzt ist es höchste Zeit, sie zu beschützen. Denn ein Pinguin hat zum Beispiel gleich viel Wert wie Sie und ich. Er ist ein Lebewesen wie wir. Warum sollten wir ihn nicht schützen? Das können wir. Aber ich meine, es klingt einerseits sehr plausibel und gut zu sagen, ein Pinguin hat den gleichen Wert wie ein Menschen. Aber wenn Sie einen jungen Pinguin und ein junges Baby sehen und Sie können nur eins von beiden retten, würden Sie kaum den Pinguin nehmen. Natürlich nicht. Da muss man realistisch sein. Um wieder auf die Eltern-Kind-Beziehung zurückzukommen. Die Liebe, die wir für unsere Kinder empfinden, ist bestimmt die stärkste Liebe, die es gibt. Ich würde sicher mein Leben geben für eines meiner Kinder. Rein instinktiv. Wir sind ja Tiere. Deshalb ist das natürlich. Natürliches. Auch unser Körper ist fast noch gleich wie vor Zehntausenden Jahren. Darüber müssen wir unbedingt sprechen. Wir handeln aufgrund unserer Instinkte. Wir reagieren auf unsere biologischen Impulse. Die kann man schlecht ignorieren. Wenn Sie zum Beispiel einkaufen gehen, ist Ihr alter Sammlerinstinkt aktiv. Sie wollen Beeren sammeln. Die gleichen Dinge laufen im Gehirn ab, ob Sie einkaufen oder Beeren sammeln. Tja, nur dass die Shopping Mall ein riesiges Beerenfeld ist, das niemals aufhört. Was mich zu einem weiteren Aspekt Ihres Denkens, Sie sprachen von Instinkten, von unserer Körperlichkeit. Und man kann aus Ihren Büchern auch herauslesen, dass Sie eine Verbindung zwischen Feminismus und Ökologie sehen. Die Frauengestalten haben ein sehr starkes Verantwortungsgefühl Mutter Erde gegenüber. Das ist beim Schreiben passiert. Ich habe mich nie bewusst dafür entschieden. Wie gesagt, ich möchte meinen Figuren gerecht werden. Als ich die Geschichte der Bienen schrieb, waren mir meine 3 Hauptfiguren von Anfang an klar. Auch die Geschichte des Wassers begann für mich mit den Figuren. Mit dem jungen Flüchtling, dem Vater, der allein für seine kleine Tochter verantwortlich ist. Und mit der Umweltaktivistin Signe. Ich hatte ein klares Bild von ihr in meinem Kopf. Sie ist eine alte Frau, wenn auch nicht so alt wie in der ersten Geschichte. Da war sie sehr alt. Eine alte Frau, die in Norwegen nahe an einem Wasserfall lebt. Signe ist sehr stark. Sie ist Aktivistin. David, der französische Flüchtling, ist sehr besorgt um seine Mitmenschen und um die Natur.
Fast mehr als Signe, die recht extrem ist. Meine Figuren sind also nicht schwarz oder weiß. Aber ich habe tatsächlich ein paar starke Frauen in meinen Geschichten. Innerhalb dieses ökologischen Diskurses, aus dem Sie ja auch viele Gedanken ziehen, gibt es aber doch schon die Idee, dass das Verhältnis der Unterdrückung, die den Mann zur Frau ausmacht, ein Verhältnis ist, das ähnlich ist der Unterdrückung von Mann und Natur oder Mensch und Natur. Also würden Sie sagen, dass wir, um ein ökologisches Bewusstsein entwickeln zu können, auch ein feministischeres Bewusstsein brauchen? Es ist sicher nötig, dass Frauen weltweit mehr Rechte bekommen. Wir sind schon weit gekommen, vor allem in Europa. Aber wir haben immer noch einen weiten Weg vor uns. Das wird die Welt auf gute Weise beeinflussen. Ich würde also sagen, ja. Aber ich bin weniger extrem als die Ökofeministinnen. Für mich ist es nicht das wichtigste Thema meiner Literatur. Ich habe einfach eine Tendenz, über starke Frauen zu schreiben. Weil Sie selber das in sich fühlen und hören. Wenn wir uns diese Erde untertan gemacht haben, für die letzten 10.000 Jahre unseres Daseins, dann zeigt sich da auch eine seltsame Beschleunigung. Eine Beschleunigung, die sich sogar auch in Ihren Büchern zeigt. Das erste ist 250 Jahre gespannt, das andere ist nur noch 50 Jahre gespannt in den Verheerungen, die der Mensch anrichtet. Glauben Sie, dass diese Zeithorizonte auch etwas sind, was uns als natürliche Menschen überfordert? Dass wir uns nicht vorstellen können, diese Welt in 30 Jahren zu zerstören, obwohl wir es ja fast tun und gerade im Begriff sind? Dass die Zeitlichkeit selbst etwas ist, was zu schnell geht? Es heißt ja, dass wir Menschen Mühe haben, weit in die Zukunft zu sehen. Wir können uns nicht mehr als die nächsten 30 Jahre vorstellen. Es gelingt uns schlecht zu visualisieren, was nachher passieren könnte. Es bleibt diese Ungewissheit. Deshalb schreibe ich Romane. Es muss unglaublich schwierig sein, reale Szenarien zu entwerfen. Trotzdem recherchiere ich viel und versuche, so realistisch wie möglich zu sein. Aber wir wissen es einfach nicht. Heute entwickelt sich die Technologie so schnell. Manche meinen, sie sei die Lösung für alles. Aber wenn ich meine Abhängigkeit vom Smartphone sehe, wünsche ich mir manchmal, die Technologie würde sich selber vernichten. Ja. Aber der breiteste Horizont, den wir ganz persönlich spüren, ist ja eigentlich die Familiengeschichte. Und diese Familiengeschichten, die werden in Norwegen doch, würde ich sagen, auch mehrere hundert Jahre zurückreichen. Das heißt, die Familie ist vielleicht der breiteste Horizont und die Geschichten der Familie geben uns eine Idee wenigstens davon für unsere Kontinuität. Nun, Familien zu beobachten, zu sehen, was in Familien passiert, ist immer faszinierend. Da gibt es Geister. Wir alle haben unsere Geister. Und Dinge, die in früheren Generationen passiert sind, können uns noch heute stark beeinflussen. Es können Traumata sein, die weiter bestehen. Oder auch biologisch bedingte Geister. Dinge, die wir geerbt haben, wie zum Beispiel Depressionen. Auch aus diesem Grund ist für mich als Schriftstellerin die Familie eine faszinierende Struktur, ein faszinierender Handlungsort. The family is a fascinating place to be when you write. Vor allem Kinder faszinieren mich sehr. Sie haben ja jetzt etwas ganz Ungewöhnliches getan. Sie haben 2 Bücher in die Welt gesetzt, die Kinder sind, die sich ganz fantastisch entwickelt haben. Es ist ja eine Situation absehbar. Sie schreiben noch 2 weitere Bücher. Sie sagen, das ist ein Zyklus, in der Sie so etwas wie ein globales Gesicht für ökologische Fragen werden, in der Sie auch eine gewisse Verantwortung haben, weil Sie dieses Gesicht sind. Ist das etwas, was Sie interessiert oder was Ihnen Ehrfurcht einflößt, dass Sie eine der wichtigen Stimmen auf diesem Planeten für globale Fragen werden könnten?
Es gibt bereits so viele Stimmen. Wenn ich in diesen Chor einstimmen kann, ist das etwas Gutes. Aber wenn ich schreibe, ist es wichtig für mich, nicht an die Leser zu denken. Als ich die Geschichte der Bienen schrieb, war ich in einer Art Blase. Da war nur ich und die Geschichte. Als ich dann die Geschichte des Wassers schrieb, war es schwieriger. Denn ich hatte den Eindruck, die ganze Welt schaue mir über die Schulter, um zu sehen, was ich jetzt schreibe. Aber ich muss in dieser Blase sein. Ich muss das Buch schreiben, das ich lesen möchte. Das klingt vielleicht ein wenig egozentrisch, aber nur so kann ich das tun. Momentan beim Schreiben des 3. Romans geht es mir gleich. Ich muss voll und ganz in die Geschichte eintauchen, muss fühlen, was die Figuren empfinden, muss Angst haben, wenn sie sich fürchten. Das ist für mich das Wichtigste. Wenn ich dann damit an die Öffentlichkeit gehe und viele Menschen erreiche, beginnt eine völlig andere Phase. Dann wächst mein Wunsch, noch mehr zu schreiben, weiterzufahren. Aber ich habe auch Buchprojekte, bei denen es nicht um Ökologie geht und die völlig anders sind. Ich sehe mich in erster Linie als Romanautorin. Wenn mich Leute als politisch oder ökologisch bezeichnen, bin ich ihnen nicht böse. Aber am wichtigsten für mich ist das Schreiben. Das wäre auch meine letzte Frage mit einer Bitte um eine relativ kurze Antwort. Ihre Bücher, bei aller dystopischen, apokalyptischen Kraft, enden immer mit einem Hoffnungsschimmer. Ist das für Sie eine literarische Technik oder etwas, woran Sie wirklich aus Ihrer Person heraus glauben? Sie finden, sie enden hoffnungsvoll. Ich habe mit vielen Lesern gesprochen, die sagten, die Geschichte des Wassers endet traurig. Das sagt auch etwas über Sie aus. Vielleicht sagt es über mich mehr als über Sie. Das wäre auch interessant und für Kunst gar nicht ungewöhnlich. Ja, es gibt so viele Interpretationen eines Buchs wie Leser. Das macht die Fiktion so faszinierend. Das gilt sicher auch für Ihre Bücher. Ich bin sehr froh, dass Sie heute hier waren bei einer Sendung, bei der, soweit ich weiß, keine Tiere und auch keine Gedanken zu Schaden gekommen sind. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, Frau Linde. Thank you. Morgen Abend begrüßen wir Sie auf SRF 2 zum zweiten Mal zu einer Sternstunde zu später Uhrzeit. Wir fragen, woher kommt das Böse? Steckt es in jedem von uns? Und wieso kokettieren so viele Menschen mit dem Bösen? Auch nächsten Sonntag geht es um moralische Grundfragen. Am Philosophischen Stammtisch in Basel diskutiert meine Kollegin Barbara Bleisch mit weiteren Philosophinnen und Philosophen die MeToo-Debatte. Die Aufzeichnung ist kommenden Mittwochabend. Falls Sie live mit dabei sein möchten, es gibt auf unserer Website noch letzte Tickets. Und jetzt gleich begleitet die Sternstunde Kunst Art Brüt Kunstschaffende, die unterdessen auch an ganz großen Kunstevents Erfolg haben, im Kunstbetrieb und in der Gesellschaft, aber noch immer als Outsider gelten. Vielen Dank, machen Sie es gut.